اللهم اجعلني من المستغفرين واجعلني من عبادك الصالحين القانتين واجعلني من أوليائك المقربين يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir werden inshallah heute weitermachen mit unserer Vortragsreihe Asma'ul Husna. Wir haben im letzten Unterricht den Namen von Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rabb drangenommen und wir haben bei diesem Namen erklärt, was überhaupt Ar-Rabb bedeutet. Wir haben gesagt, Ar-Rabb bedeutet derjenige, der eine Sache stufenweise heranbildet. Derjenige, der eine Sache stufenweise, Schritt für Schritt, Epoche für Epoche erzieht. Dann haben wir gesagt, wo die Reflexion des Namens Ar-Rabb zu sehen ist, wo sich dieser Name widerspiegelt in unserem Leben auf der Dunya. Und inshallah möchte ich heute mit dem Thema Ar-Rabb weitermachen und auch heute das Thema Ar-Rabb beenden und im nächsten Unterricht mit Ar-Rahman Ar-Rahim weitermachen. Wir haben gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala ist Ar-Rabb, derjenige, der eine Sache stufenweise erzieht. Dann haben wir gesagt, Allah ist der Ar-Rabb von allem, weil er hat alles, was im Himmel und auf Erden ist und alles, was dazwischen ist, stufenweise erschaffen, haben wir gesagt. Also hat er auch den Menschen biologisch stufenweise, Schritt für Schritt mit seinem Rabb Tarbiyah gemacht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht nur der Erzieher vom Biologischen, sondern auch das Geistliche, mit dessen Akhlaq. Deswegen gibt es zwei Arten von Tarbiyah, von Erziehung, wo Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen geistig auch so erzieht. Nicht nur biologisch, dass wir aus einem Samentropfen, dann aus einem Blutklumpen, dann aus Knochen, auch der Mensch sich so weiterbilden kann durch zwei Sachen. Das eine ist das Qadari und das andere ist Shar'i Tarbiyah. Das Qadari Tarbiyah ist das, was Allah als Schicksal festgesetzt hat. Wir sind geboren, werden sterben, wir haben einen Werdegang, einiges ist vorgeschrieben in diesem Leben. Dieses Qadari kann man jedoch nicht ändern. Das ist festgeschrieben und das kann man nicht ändern. Allah subhanahu wa ta'ala prüft zum Beispiel die Eltern mit dem Kind, die Armen mit den Reichen, aber die Reichen mit dem Armen, den Salim mit dem Mazlum, aber den Mazlum mit dem Salim, den Starken mit dem Schwachen, den Schwachen mit dem Starken, den Arzt mit dem Kranken, den Kranken mit dem Arzt. All diese Sachen sind auch ebenfalls eine Erziehungsmaßnahme von Allah subhanahu wa ta'ala, die auf uns geschehen. Zum Beispiel, du denkst, du erziehst dein Kind, aber das Kind erzieht dich auch irgendwo. Du bildest dich auch weiter. Du kommst auch irgendwo an. Der Arzt soll dem Kranken helfen. Manchmal passiert was der Kranke tut oder sagt, was den Arzt verwundert. Also alles erzieht sich irgendwo gegenseitig. Deswegen erzieht Allah manche Menschen mit Armut, manche mit Krieg, manche mit Hunger, manche mit Not, manche mit Leid. Allah prüft daher jeden Menschen unterschiedlich. Und dies geschieht auch manchmal, Allah will dich auf irgendeine Sache vorbereiten. Allah will dich auf etwas Größeres, auf etwas noch Stärkerem vorbereiten. Deswegen lässt er dich mit seinem Schicksal einfach weiter erziehen. Das kannst du nicht entscheiden. Allah gibt dir das und erzieht dich damit. Das ist dein Schicksal einfach. Guck mal. Das ist das Qadari. Das zweite ist das Shar'i. Allah hat Dinge für uns Farz geschrieben. Es gibt Haram und Halal. Es gibt Regeln, die wir machen dürfen und nicht machen dürfen. Das ist das Shar'i. Da können wir uns dran halten. Allah sagt zum Beispiel, das sind meine Grenzen, überschreitet ja nicht diese Grenzen. Wenn ihr euch in diesem Rahmen von Gesetzen befindet, so werde ich sowohl euch oder eine Gesellschaft, egal wo diese Regeln und Gesetze drin sind, werde ich diese Gesellschaft oder diesen Menschen erziehen. Also wenn ihr euch nach diesen Regeln, die ich aufgestellt habe, nach meinen Grenzen, wenn ihr euch darin befindet, so werde ich euch als Individuum erziehen und ihr werdet ein anderer Mensch werden. Oder wenn das eine Gesellschaft macht, sich an den Koran, die Sunna hält, an die Grenzen von Allah subhanahu wa ta'ala, so wird diese Gesellschaft hervorgekommen und hervorgebracht werden. Das Ding ist, du kannst nicht zum Beispiel sagen, ich werde morgen die Sonne aufhalten, dass sie untergeht. Das ist Qadari, das ist ein Schicksal von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber was du machen kannst, ist, dass du selbst entscheidest, ob du dich den Gesetzen Allahs ergibst
oder nicht ergibst. Und das liegt absolut einzig und allein in deiner Hand. Deswegen sagen wir, jeder Verstoß, jeder Haram, jede Grenzüberschreitung, die man gegenüber Allah macht, ist ein Verrat gegenüber seiner Rububiyyat, gegenüber seinem Rabb. Das ist ein Verrat, weil er stellt die Grenzen fest, er sagt, das muss man und jeder Schritt, jede Grenzüberschreitung ist ein Verrat gegenüber seinem Rububiyyat. Daher müssen wir da Tauba machen. Es gibt zwei Pfeiler von Allah sein Rububiyyat, zwei Pfeiler von Allah seine Erziehung. Die sind nicht zu trennen. Allah sagt im edlen Koran, Inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh. Euer Rabb ist Allah, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf und hiernach zu seinem Arsch istawa machte. Yughshil layla an-nahara yatlubuhu hasisan. Er ist es, der die Nacht den Tag bedecken lässt und dies aufeinanderfolgend macht. Wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amri. Er erschuf die Sonne, den Mond und die Sterne und machte sie seinem Befehl dienstbar. Alla, Vorsicht, lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Ihm, Vorsicht, ihm gehört die Schöpfung und ihm gehört die Gesetzgebung, die Entscheidung zu bestimmen in seiner Schöpfung. Segensreich ist der Rabb aller Welten, Rabbul Alamin. Das heißt, jemand, der eine Sache erschaffen hat, er hat auch nur das Recht, in dieser Sache zu bestimmen. Er hat das Recht, diese Sache zu verwalten, wie er möchte. Er kann da die Regeln aufstellen, wie er möchte, weil er hat das hier erschaffen. Und das sind die zwei Grundpfeiler von Allah sein Rububiyyat. Er erschafft alles und er hat das Recht, darin zu bestimmen, was da passieren soll. Und jetzt kommt die Frage, was hat denn Allah alles erschaffen? Tabarakallahu Rabbul Alamin. Er ist der Rabb aller Welten. Rabbul Alamin. Das ist eine sehr wichtige Sache, weil guck mal, wenn ich heute komme und sage zum Beispiel Ömers Auto, dann sage ich, das Auto gehört Ömer. Ramazans Buch, das Buch gehört Ramazan. Das Wort Alamin im edlen Koran kommt nur mit einem einzigen Namen von Allah direkt in Verbindung, wo man sagt, wen gehören die Welten? Da kommt nur ein Wort davon und das ist Ar-Rabb. Rabbul Alamin, der Rabb, der Erzieher aller Welten. Wenn ihr daher fragt, wen gehören die Alam, wen gehören die ganzen Welten, die wir sehen und nicht sehen, die Epochen für Epochen, die Stufen für Stufen erschaffen wurden, die Dimensionen, die schwarzen Löcher, die wir überhaupt nicht sehen, die Stufen der Himmel und der Erde, alle Welten und alles. Wer ist dieser Herr? Von wem gehört das? Rabb, den Rabb, derjenige, der alles stufenweise erschaffen hat. Das heißt, Allah hat alle Welten ausnahmslos mit seiner Eigenschaft Rabb erschaffen. Also nicht bumm und es wurde, sondern Schritt für Schritt, Epoche für Epoche. Daher kommt im edlen Koran 42 Mal Rabbul Alamin vor. Das heißt, er ist der Rabb von allem. Und 12 Mal kommt Rabbus Samawati wal Ard. Wenn ihr daher fragt, wem gehört diese Himmel und Erde? Den Rabb. Derjenige, der hat das alles Schritt für Schritt erschaffen, dem gehört das. Daher gebührt es ihm einzig und allein zu entscheiden, was für Gesetze auf dieser Erde, im Himmel oder in alle anderen Welten umgesetzt werden müssen. Es ist sein Recht. Er setzt die Gesetze. Und Allah sagt eigentlich zu uns, oh ihr Menschen, guckt in den Himmel und die Erde. Alles ist meine Rububiyyat ergeben. Alles ist mir ergeben. Komm ja nicht auf die Idee, dass du dich mir widersetzt. Weil wenn du dich mir widersetzt, dann entsteht Chaos. Siehst du, wie alles in Ordnung ist? Alles hat eine Ordnung. Selbst die Vernichtung, selbst wenn Allah etwas vernichtet, vernichtet er eine Sache mit Ordnung. Guck mal, wenn eine Supernova entsteht, also ein Stern explodiert, dann entsteht eine Supernova und danach entsteht ein schwarzes Loch. Dieses schwarzes Loch saugt alles ein, zieht alles ein, was von der Explosion übrig geblieben ist. Die Strahlen, die Steine, alles wird in dieses schwarze Loch eingezogen. Allah vernichtet und setzt diese Vernichtung eine Ordnung an. Ein Baum, ein Apfel. Guck mal, ein Apfel fällt von einem Baum runter. Entweder nimmt der Mensch und isst das. Was passiert, wenn der Mensch das nicht isst? Dann geht er langsam kaputt, dann kommen die Würmer, essen diesen Apfel. Der Apfel wird biologisch von der Erde abgebaut und du wirst danach nicht mehr sehen, dass da ein Apfel gelegen hat. Allah baut das selbst ab. Selbst seine Vernichtung ist an eine Ordnung gebunden. Guckt einfach mal den Dreck an, den die Menschen angestiftet haben. Guckt auf die Meere, das Plastikmüll an, wie viel das ist. Extrem viel. Die Menschen können nicht mal das in Ordnung bringen.
Aber Allah sagt, bei mir ist alles an eine Ordnung gebunden. O du Mensch, wenn du dich daher an meine Regeln und Gesetze hältst, dann herrscht Ordnung und es entsteht kein Chaos. Wenn ihr wollt, dass alles in Ordnung läuft, dann müsst ihr euch mit mir identifizieren, sagt Allah. Deswegen, jetzt kann sich der Mensch vorstellen, oh Allah, du bist so mächtig, du bist der Herr der Welten, du versorgst alle, du gestaltest alles, aber mit uns auch. Deswegen kommt Ar-Rabb, also El-Rabb, im edlen Koran nicht vor. Es kommt immer wieder im Koran, dein Herr, euer Herr, ihr Herr, mein Herr. Allah will, dass wir uns die ganze Zeit mit ihm identifizieren. Er will zeigen, er ist ein Rabb, der uns nah ist. Er ist kein Rabb, der nicht mit uns beschäftigt ist oder anderes zu tun hat. Er ist ein Rabb, der uns sehr nah ist. Deswegen kommt im edlen Koran 242 Mal Rabbuk hervor. Dein Herr. Oh du Mensch, denk dran, diese Ordnung, alles was du siehst, das kannst du auch haben. Es ist nämlich auch dein Herr. Derjenige, der das alles in Ordnung bringt, wo du, wenn du auf die Natur guckst, sagst, Mashallah, wie schön das ist. Dieser Rabb, der das alles in Ordnung gebracht hat, hat dir auch eine Regel herabgesandt. Das ist der Koran, das sind die Bücher, das sind die Gesetze Allahs, das ist die Scharia. Wenn du dich daran hältst, dann hast du auch Ordnung, dann ist auch alles schön, dann gibt es keine Ungerechtigkeit. Halt dich aber dran. Ich bin dein Herr. 243 Mal kommt im edlen Koran euer Herr, ihr Herr vor und 178 Mal mein Herr. Also Allah will die ganze Zeit sagen, ich bin euer Herr, ich bin euch nahe, ich bin dein Herr, ihr Herr, euer Herr. Ich bin kein weiter Herr, der nicht die Kontrolle über euch hat. Ihr könnt ebenfalls diese Ordnung haben. Eine Sache noch, nur zweimal kommt im edlen Koran Ja Rab vor. Mit Ja, O, ein Nida, ein Ruf. Und diese Nida sind nur, diese zweimal, ist beides im Jenseits. Eins davon ist sehr bekannt, wo der Prophet a.s. sich beschweren wird und wird sagen, وَقَالَ الرَّسُولُ Ja Rabbi, inna qawmi ittakhazu hadha al-Qur'ana mahjura. O mein Herr, mein Volk hat diesen Koran missachtet, hat den einfach niedergelassen, liegen gelassen. Warum kommt dieses Ja niemals hier auf der Dunya oder mehrmals vor im edlen Koran? Eine Weisheit dahinter könnte sein, dass vielleicht, wenn man sagt Ja, Allah sagte immer wieder, Ja ayyuhan nas, O ihr Menschen, Ja ayyuhan lazina amanu, O die ihr glaubt. Das ist immer ein Weckruf. Oh du Mensch, werd wach, Achtung, jetzt kommt was, pass auf. Werd mal kurz wach, guck mal kurz, werd mal wach. Das ist immer so ein Weckruf, so hier schau mal hin, hier kommt gerade was Wichtiges. Bei Allah braucht man nicht Ja Rab zu sagen, weil Allah ist weder müde noch unachtsam. Allah ist was? Al-Hayy und Qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Er ist ewig, ihm kommt weder Schlummer noch Müdigkeit. Deswegen, Allah ist immer aufmerksam. Ihr müsst nicht immer sagen, Ja Rab, oh mein Herr. Allah ist schon aufmerksam, er ist doch schon bei euch. Sag einfach Rabbi, mein Herr, und dann fängst du an. Das ist die Weisheit dahinter. Ich möchte auf das Thema kommen, das Rububiyyat von Allah, da können wir nicht hinwegkommen, das müssen wir hier thematisieren, und zwar das Tawhid in der Rububiyyat. Ihr habt das ja häufig gehört, der Tawhid in der Rububiyyat, viele verwechseln das oder verstehen das nicht. Ich hoffe, dass ihr das hiernach besser versteht. Der Tawhid in der Rububiyyat, was ist das überhaupt? In das Rabb von Allah, das was er erziehen tut, gibt es ein Tawhid da drin. Und ich werde euch inshallah jetzt einige Verse gleich aus dem Koran hervor erzählen, wo Allah immer wieder sagt, Dhalikumullahu Rabbukum. Dies ist Allah, euer Herr. Er erzählt von was und dann sagt er, dies ist Allah, euer Herr. Er bezieht das auf alle. Er sagt, das gilt für alle Menschen, egal ob Kafir oder Muslim, das gilt für euch alle. Das ist der Tawhid, der gilt für alle von euch. Davor, guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala hat alles, was er erschaffen hat, mit einem Grund erschaffen. Nichts hat er umsonst erschaffen. Allah sagt, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Glaubt ihr denn, wir haben euch aus einem Spaß erschaffen, aus einem sinnlosen Grund, und dass ihr nicht zu uns zurückkehren werdet? فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Oh doch, ihr werdet es ganz gewiss zu Al-Malik, Allah, zurückkehren. Jetzt, wir haben ja gesagt, als Fir'aun Musa fragte, فَمَنْ رَبُّكُمَ يَا Musa? Wer ist euer Herr, Musa? Sagte Musa was? رَبُّنَا الَّذِي أَعْتَى كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. Mein Rabb ist derjenige, der alles seine Natur gab, seine Formel gab und dann zu seinem Zweck weiter herangebildet hat. Das heißt, alles auf dieser Dunya hat einen Grund, warum es gibt. Und jeder geht seiner Aufgabe nach, seinem Zweck und Ziel nach. Der Mensch sagt, wenn er manchmal was tut, dann fragst du zum Beispiel, warum hast du das gemacht? Und er sagt, einfach so. Das ist eigentlich das Krasseste, was es gibt. Einfach so kann man nicht eine Sache machen. Wenn du eine Sache einfach so machst, dann bist du extrem abgestürzt. Warum isst du? Um zu essen.
Schlafen, um zu schlafen. Sport machen, um Sport zu machen. Einfach eine Sache machen, um zu machen, das ist absolut nicht richtig, das ist falsch. Denn alles ist in Bewegung in Himmel und auf Erde. Nichts steht, alles bewegt sich. Die Sterne, die Himmel, die Galaxien, alles bewegt sich. Und alles geht seinem Ziel nach. Was ist das Ziel des Menschen? Allah einzig und allein anzubeten. Ne? Surah Zariyat. Allah sagt, ich habe die Menschen erschaffen, damit sie mir dienen. Unser Ziel ist es, Allah näher zu kommen, unser Ziel näher zu kommen. Jetzt überlegt mal, Allah hat uns erschaffen und sagt, so, ich habe euch herangebildet, habe euch Tarbiyah gemacht mit meinem Rabb, ihr seid auf die Welt gekommen, jetzt habt ihr ein Ziel, geht eurem Ziel nach. Du kehrst am Ende zu Allah zurück und gibst deinen Körper ab und Allah wird sagen, was hast du gemacht? Bist du dein Ziel näher gekommen? Du wirst sagen, oh Allah, ich bin nicht einen Schritt in Richtung mein Ziel gelaufen. Was ist das? Das ist Hochverrat gegenüber Allah, sein anvertrautes Gut. Allah hat dir das gegeben, hat dich geschaffen, das alles, dir Körper, Augen, dass du dich bewegen kannst, all das gemacht, nur damit du deinem Ziel näher kommst. Und wenn du jetzt ankommst zu Allah und bist deinem Ziel nicht einen Schritt entgegengekommen, tja, dann hast du Hochverrat gegenüber das Amanat von Allah begangen. Denn alles, was der Mensch machen muss, alles, was wir machen, muss in Richtung Ziel gehen. Alles, unser Schlaf, unser Essen, unsere Bewegung, unser Gespräch, unsere Arbeit, warum wir arbeiten, alles muss dafür dienen, dass wir unserem Ziel näher kommen. Das ist sehr wichtig. Jetzt möchte ich kurz darauf hinkommen, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das ist der Tawhid in der Rububiyyah. Das ist Allah, euer Rabb. Guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Edlen Koran, وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمٍ subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Sie haben Allah Teilhaber gegeben, die Djinn, wobei er sie doch erschaffen hat, sagt Allah. Und sie haben ihn Söhne und Töchter angedichtet, ohne Wissen. Subhanallah, Preis sei ihm. Erhaben ist er über dem, was sie ihm zur Seite stellen. Badi'us samawati wal ard. Er ist der Schöpfer der Himmel und der Erde in der schönsten Form. Anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibatun wa khalaqa kulli shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim. Wie soll er denn Kinder haben, wenn er doch keine Gefährten hat, wenn er doch keine Frau hat? Und wie soll er es haben, wenn er doch alles erschaffen hat und er über alles Bescheid weiß? Jetzt kommt Allah und sagt, Dhalikumullahu Rabbukum. Dies ist Allah, euer Rabb. La ilaha illahu. Es gibt keinen Gott außer ihm. Khaliqu kulli shayn fa'budu. Er hat alles erschaffen, so dient ihm. Wa huwa ala kulli shayn wakil. Und er ist der Verwalter über allem. Der erste Punkt seiner Tawhid ist, Allah sagt, wenn ich alles erschaffen habe, kann ich doch kein Teilhaber haben, kann ich doch keinen Sohn haben, kann ich doch keinen Freund, einen Sharik haben. Ich bin doch derjenige, der alles aus dem Nichts erschaffen hat. Wie soll denn etwas Teilhaber von mir sein, der noch nicht mal vorher existiert hat? Ich habe doch alles erschaffen. Und Allah sagt, ich bin der Schöpfer von allem. Ich bin der Schöpfer von allem, deswegen ist unmöglich, dass ich Teilhabe habe. Das ist der erste Punkt der Tawhid. Der zweite ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arshi yudabbiru al-amr. Euer Rabb ist Allah, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf und hierauf zu seinem Arsch Istawa machte. Und er regelt alle Angelegenheiten. Ma min shafi'in illa min ba'di izni. Und keiner kann Fürsprache machen ohne seine Erlaubnis. Zalikumullahu rabbukum fa'budu afala tazakkarun. Dies ist Allah, euer Rabb. Dies ist Allah, euer Rabb. So dient ihm. Wollt ihr denn nicht nachdenken? Der zweite Punkt ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala, ohne jemanden zu fragen, er muss nicht jemanden befragen, wenn er was machen will. Er braucht von niemandem Fürsprache oder erstmal eine Erlaubnis. Er kann und tun und machen, was er möchte. Aber alles andere braucht eine Erlaubnis von ihm. Keiner wird Fürsprache machen können ohne seine Erlaubnis. Ihr macht sowieso das nur, was er euch erlaubt hat. Warum kann der Mensch nicht fliegen? Weil das Allah nicht für ihn erlaubt hat. Warum kann er nicht in die Höhe springen, einfach wegfliegen, irgendwie fliegen? Das geht nicht. Ihr macht sowieso nur das, was Allah euch erlaubt hat. Mehr könnt ihr nicht machen. Aber Allah braucht von niemandem eine Erlaubnis, um irgendwas zu machen. Drittens, Qul, man yarzuqukum minas samai wal ardi? Wer ist es, der euch versorgt von Himmel und von der Erde? Amman yamliku as-sam'a wal absara? Und der die Macht und Gewalt über das Ohr und das Auge hat?
وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. Und wer ist es, der das Lebendige aus dem Toten hervorbringt und das Tote aus dem Lebendigen hervorbringt? وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. Und wer ist es, der alles versorgt? Der alles versorgt. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Sie werden sagen, ganz gewiss, es ist Allah. Wollt ihr denn nicht nachdenken? فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ حَقًّا. Dies ist Allah, euer Rabb, der Wahrhaftige. Das ist Allah, der wahre Rabb. Der wahre Rabb ist Allah. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا دَلَالًا. Was bleibt denn noch übrig, außer das Irrtum jetzt? Wenn Allah die Wahrheit ist, was bleibt denn noch übrig, außer das Irrtum? فَأَنَّا تُصْرَفُونَ. Warum lasst ihr euch denn abwendig machen? Das heißt, zu dem Tawhid von Allah subhanahu wa ta'ala gehört ebenfalls, dass er der Versorger von allem ist. Er kümmert sich um die Versorgung von allem. Er versorgt alles. Niemand bleibt ohne Versorgung. Nichts und niemand, ob klein oder groß, bleibt ohne Versorgung. Denn Allah ist der Versorger für alle und er ist es, der lebendig macht und sterben lässt und der sterben lässt und lebendig macht. Weiter sagt Allah, und Allah hat euch aus Erde erschaffen, dann aus einem Samentropfen, dann macht er euch zu Paaren. Und kein weibliches Wesen wird schwanger oder entbindet ohne sein Wissen. Und keinem, der ein langes Leben hat, wird sein Leben verlängert, noch wird sein Leben irgendwie verringert, ohne dass es in einem festen Buch stünde. Dies ist ein leichtes für Allah. Und die beiden Gewässer sind nicht gleich. Dieses ist wohlschmeckend süß und angenehm zu trinken und das andere salzig, bitter. Und aus den beiden esst ihr zartes Fleisch und holt Schmucksachen, die ihr danach tragt. Und du siehst die Schiffe darauf fahren, auf das ihr nach seiner Huld trachtet und vielleicht doch dankbar sein möget. Er lässt die Nacht in den Tag und den Tag in die Nacht hineingehen. Und er hat euch die Sonne und den Mond dienstbar gemacht. Ein jedes Gestirn umläuft seine Bahn auf eine bestimmte Zeit. Zalikumullahu Rabbukum lahul Mulk. Dies ist Allah, euer Rabb. Ihm gehört das Reich. Ihm gehört das ganze Besitz. Er ist der Besitzer von dem ganzen Mulk. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. Und diejenigen, die ihr außer Allah anbetet, die ihr Allah Teilhaber zugestellt habt, sie besitzen nicht mal, haben nicht mal Macht über das Häutchen eines Dattelkerns. Habt ihr mal einen Dattelkern gesehen, diese dünne Haut? Nicht mal Macht haben sie darüber, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. إِن تَدْعُهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابَ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. Wenn ihr sie anfleht, können sie euch nicht hören. Sollten sie euch hören, können sie das nicht in Erfüllung bringen. Und am Tag der Auferstehung werden sie euch verleugnen, dass ihr sie zu Göttern genommen habt. Guck mal, hier sagt Allah, ich bin der Schöpfer von euch. Ich bin der Versorger von euch. Ich brauche von niemandem Erlaubnis. Ich bin der über Tod und lebendig bestimmt und mir gehört das ganze Mulk. Und der letzte Punkt ist Surah Zumar, der 6. Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und meins ist die Urteilskraft. Mir gebührt die Herrschaft und die Macht. Deswegen entscheide ich, welche Regeln gesetzen für alle Dinge. Jetzt können wir das Tawhid von Allah in 5 Dingen zusammenfassen. Das Tawhid al-Rububiyyah ist erstens, Allah ist der Schöpfer von allem und alles. Deswegen kann er unmöglich Teilhabe haben. Zweitens, er ist der Besitzer von allem und alles. Derjenige, der alles erschaffen hat, dem gehört das auch. Drittens, er ist der Versorger von jedem und alles. Er versorgt alles und jeden. Wenn heute kein Regen kommt, wer würde euch versorgen? Wenn nichts mehr aus der Erde kommt, dann könnt ihr nichts mehr machen. Er ist der Versorger von allem und jedem. Viertens, er ist derjenige, der sterben lässt und lebendig macht. Und fünftens, er ist der einzige uneingeschränkte Gesetzgeber und Herrscher und Machthaber. Diese 5 Punkte. Das ist das Tawhid al-Rububiyyah von Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Dinge, diese 5 Punkte, die ich aufgezählt habe, sind für alle Menschen geltend. Und das ist der Tawhid in seiner Rububiyyah. Wenn er eine Sache erschaffen tut und dieses Ding Schritt für Schritt zu dem Zweck heranbildet, sind diese 5 Sachen der Tawhid darin. Jetzt der Schirk in der Rububiyyah. Guck mal, ich möchte jetzt auf eine Sache hinkommen, die sehr, sehr wichtig ist. Jemand, der kommt und sagt, Allah gehört alles, er hat das alles erschaffen, ihm gehört das alles, er versorgt alle, er lässt lebendig werden, sterben lassen. Also ist er auch der Gesetzgeber. Aber die Menschen kommen und sagen, er ist der Gesetzgeber der Natur, ja, aber nicht in unserem Reich, nicht in unserem Staat. Firaun sagt,
Ana Rabbukumul A'la. Ich bin euer größter Rabb. Er sagt nicht, ich bin euer größter Gott. Jeder wusste nämlich, dass er kein Gott ist, dass er nicht die Himmel erschaffen hat, die Erde, dass die wussten, dass er selbst sterben wird und von einer Mutter geboren worden ist. Er sagt, Ana Rabbukumul A'la. Ich bin euer größter Rabb. Er will damit eigentlich sagen, oh ihr Menschen, ich bin der Herrscher über euch. Ich werde bestimmen, welche Gesetze für euch gelten. Ich sage euch, was richtig, was falsch ist und ihr werdet danach handeln. Meine Regeln werdet ihr befolgen. Weil, hat er gesagt, ich bin der Besitzer von euch. Ihr gehört mir. Ich versorge euch mit Essen. Ich kann euch sterben lassen, also ich kann euch töten oder ich kann euch am Leben lassen, hat er gesagt. Und ich habe das alles aufgebaut. Ich habe das alles erschaffen, aufgebaut. Deswegen werde ich auch in diesen Sachen die Gesetze erteilen und kann euch bestimmen, welche Regeln für euch gelten und welche nicht. Ich bin daher euer größter Rabb, weil ich versorge euch, ich lasse euch am Leben, ihr gehört mir, ich kann mit euch machen, was ich will. Daher werdet ihr meine Regeln folgen. Deswegen sagt Firaun, Ana Rabbukumul A'la, ich bin euer größter Rabb. Was macht Firaun? Er akzeptiert ganz normal, dass Allah die Himmel und die Erde erschaffen hat. Er sagt, das alles gilt, diese Regeln, aber nicht mehr in meinem Reich. Ab hier gehört das alles mir und da entscheide ich über mein Volk. Und wisst ihr, was das ist? Das ist sich neben Allah als Rabb hinstellen. Er stellt sich als Rabb neben Allah hin, aber als einen falschen Rabb. Jetzt kommt, was passiert mit Menschen? Das sind übrigens Tarut. Das nennt man Tarut, einen, der kommt, diese Eigenschaften an sich nimmt und sagt, das gilt jetzt für mich. Hier hat Allah nichts mehr zu sagen. Außenrum ja, aber nicht hier. Das heißt, er schränkt Allah irgendwo ein und er stellt sich neben einen Rabb, ein weiterer Rabb zu Allah hin, aber einen falschen, und er ist ein Tarut. Was passiert mit Menschen, die diesen Leuten folgen? Die Allah, seine Eigenschaften der Rububiyyah, des Tawhid nehmen, an sich reißen und glauben, in einem Gebiet, in einer bestimmten Gegend selbst zu bestimmen, selbst Regeln zu erlassen. Was passiert mit Menschen, die diese Leute folgen? Sie sind Mushrikun. Ganz einfach, in Surah Tauba im 31. Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala, أَتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Sie haben ihre Mönchen und ihre Gelehrten zu was genommen? Erbaban, das ist die Mehrzahl von Rabb, zu Rabb genommen, zu Herren genommen, zu Rabb. Und Jesus und der Maria, wobei ihm befohlen worden ist, einzig und allein Allah anzubeten. Gepriesen ist das, was sie Allah zur Seite stellen. Guck mal, hier sagt Allah, erstens, sie haben die Mönche und die Gelehrten zu Rabb genommen und dann, dass es befohlen war, nur Allah anzubeten. Das heißt, sie haben diese Leute angebetet. Was haben denn diese Leute gemacht? Also, wie kann man denn jemanden zu einem Rabb nehmen? Das war die große Frage. Ich muss nicht sagen, das ist mein Rabb. Wie nehme ich mir einen Typen zu Rabb? Unbewusst. Geht das überhaupt? Adi ibn Hatem. Das ist ein Musterbeispiel. Das ist Muhkem hoch 10. Adi ibn Hatem kommt zum Propheten, ein Christ, der danach zum Islam konvertiert. Sagt, ja Rasulallah, wir haben nicht unsere Mönche und unsere Gelehrten angebetet. Wir haben sowas nicht gemacht. Wir haben sie nicht zu unserem Rabb genommen. Guck mal, er ist sich dessen nicht bewusst. Der Prophet sagt, oh Adi ibn Hatem, haben sie nicht das, was Allah erlaubt hat, für verboten erklärt und das Verbotene für erlaubt erklärt? Ja. Das war erstmal, dass sie sich als Rabb hingestellt haben. Sie haben sich als Rabb hingestellt. Habt ihr sie nicht danach befolgt? Ja. Und das war die Ibadat zu eurem Rabb gewesen. Sie haben sich als Rabb hingestellt, als Tarut, und habt ihr sie befolgt? Weil Idat ist eine Ibadat. Habt ihr sie nicht befolgt? Wobei euch doch befohlen wurde, die Tawarit, die falschen Götter zu verleugnen, abzulehnen. Habt ihr sie nicht befolgt? Ja. Das war eure Ibadat zu ihnen gewesen. Wenn jemand kommt, glaubt, Regeln zu erlassen, die Allahs widersprechen, so hat er sich als ein Rabb hingestellt. Und er ist ein Tarut. Und alle, die diesen befolgen, begehen Schirk, ob bewusst oder unbewusst. Adi ibn Hatem und 1000 weitere Christen, das war unbewusst. Aber sie wurden nicht entschuldigt. Guck mal, wisst ihr, wie wir mit den Christen und Juden auf einen Nenner kommen können? Allah sagt, ihr könnt mit den Christen und Juden auf einen Nenner kommen. Es gibt nur 3 Bedingungen. Wenn das passiert, dann sind wir mit den Christen und Juden, da können wir gleich sein. Kein Problem. Qul, sprich, ya ahl al-kitab, o ihr Volk der Schrift, ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Kommt zu einem Wort zwischen euch und uns. Okay? Wir kommen auf einen Nenner. Wir vertragen, alles ist gut. Was ist dieses Wort? Alla na'buda illallah wa la nushriku bihi shay'an. Dass wir einzig und allein nur Allah anbeten und ihn nicht zur Seite stellen.
وَلَا يَتَّخِذُوا بَعْدُنَا بَعْدًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Und dass wir uns gegenseitig nicht zu Rabb nehmen, außer Allah. So, jetzt eine Frage. Okay, wir beten nur Allah an. Wir machen kein Schirk. Warum sollen wir uns ja gegenseitig zu Rabb nehmen? Wie will ich denn jemanden zu Rabb nehmen? Verstehe? Was ist denn der Punkt? Wie nimmt man jemanden zu Rabb? Indem eine Gruppe von Menschen bestimmt und die andere gehorcht. Eine Familie bestimmt und die andere gehorcht. Ein Parlament bestimmt, der Rest gehorcht. Das ist zu Rabb nehmen. Nicht wir nehmen euch zu Rabb, nicht ihr nehmt uns zu Rabb. Nicht wir bestimmen über euch, nicht ihr bestimmt über uns. Allah bestimmt über uns. Wir sind Allah bestimmt und wir gehorchen. Nicht ein Volk oder eine Gruppe bestimmt und wir befolgen oder andersrum eine Familie bestimmt oder ein Typ bestimmt und wir befolgen. Nein, Allah bestimmt und wir befolgen. Das ist damit gemeint, Erbaban min dunillah. Zu einem Rabb nehmen. Die Menschen nehmen sich andere Menschen zu Rabb, indem sie ein Volk bestimmt, eine Gruppe bestimmt und sie befolgen diese. Und das akzeptiert Allah nicht. Das geht einfach nicht. Guck mal. Warum geht das nicht, dass man eine Gruppe bestimmt und die andere nicht? Weil dann herrscht Chaos. Dann herrscht Anarchie. Selbst wenn ihr in euch den Tawhid nicht akzeptiert, herrscht in euch sogar Anarchie. Dann fängt ihr an, Dinge zu machen, was ihr wollt und keine Grenzen mehr zu kennen. Und wenn eine Gruppe von Menschen über die anderen bestimmt und sie befolgen diese, so herrscht Chaos. Guckt, was heute ist. Guckt doch einfach bitte, was heute ist. Ist heute irgendwo auf der Welt Gerechtigkeit? Ausbeutung, Krieg, Tote, Unterdrückung, Ungerechtigkeit. Überall auf der Welt. Ist das Gerechtigkeit? Warum passiert denn das? Ihr müsst nicht die Lösung suchen lange. Die Lösung ist das. Lasst uns nicht einander als Rabb nehmen. Nicht ein Zwischending zu akzeptieren. Allah hat doch schon die Regeln festgesetzt. Wir wollen die gleiche Ordnung, wie die Himmel und die Erde funktionieren. Lasst uns diese Ordnung anwenden. Wenn ihr aber noch andere Leute dazwischen stellt, die bestimmen, dann herrscht Chaos. Weil sie sind nicht dafür gedacht. Sie sind nicht hier, um Gesetze zu erlassen. Und das ist der Punkt. Wisst ihr, wann ihr zu einem Problem werdet? Ihr kennt ja das auch. Mach doch dein Namas, ist doch alles gut. Mach dein Uruj, dein Namas, ist doch gut. Wisst ihr, wann ihr ein Problem seid für die Menschen? Wenn ihr Allah als Rabb in eurem Leben akzeptiert. Es ist nicht schlimm, wenn ihr sagt, Allah ist mein Rabb. Guck mal, es gibt auch viele andere, ich sage mal, möchtegern Muslime, die akzeptieren Allah. Aber sie akzeptieren nicht Allah als Rabb. Wisst ihr, was Allah als Rabb zu akzeptieren ist, bedeutet? Ilah ist ein Gott. Und der Rabb ist derjenige, der in allen Bereichen deines Lebens bestimmt. Der in allen Bereichen von deinem Leben bestimmt und entscheidet, was du machen sollst, was richtig ist, was falsch ist. Das macht ein Rabb aus. Deswegen, wenn ihr kommt, sagt, ich bin Muslim, Allah ist mein Gott, dann wird jeder erstmal sagen, na gut, ist doch schön. Aber wisst ihr, wann es zu Problem wird? Wenn anfängt, euer Bart lang zu werden. Wenn ihr anfängt, eine Arbeit zu suchen, die halal ist. Wenn ihr anfängt, keine Zinsen mehr zu nehmen. Wenn ihr anfängt, nicht mehr mit dem Mushrikun zu sitzen. Wenn ihr anfängt, euch zu verschleiern. Warum wird das zum Problem? Weil dann akzeptiert ihr Allah als Rabb in eurem Leben. In allen Bereichen, in sozialen Bereichen, im Arbeitsleben, in Familienkreisen. Und das wird dann zum Problem. Deswegen, einer von Firaun, sein Volk, der seinen Iman versteckt hat, sagt, أَفَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ. Wollt ihr denn jemanden töten, nur weil er sagt, mein Rabb ist Allah. Nicht mein Ilah, mein Rabb ist Allah. Warum mein Rabb? Weil ihr werdet gefoltert, abgeschoben, in Gefängnissen gesteckt. Wann? Wenn ihr Allah in eurem Leben akzeptiert. Wenn ihr sagt, für mich, schön und gut, aber warum soll ich mich anderen Gesetzen fügen? Ich habe doch schon Gesetze, das ist von Allah. Und ich werde mein Leben nach diesen Gesetzen richten, an allen Bereichen. Dann kommt das Problem, dann werdet ihr zu einem Problem für die Leute. Dann sagen die Leute, jetzt wird es kritisch. Jetzt übertreibst du. Jetzt bist du aber radikal. Jetzt müssen wir was unternehmen. Deswegen ist der größte Punkt, Allah als Rabb in seinem Leben zu akzeptieren. Das ist das Wichtigste. A'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Dient Allah, meinen Herr und euren Herr. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi jannah wa ma'wahu an-nar. Derjenige, der gegenüber Allah Schirk macht, dem ist das Paradies verwehrt, haram, und sein Aufenthaltsort ist die Hölle. Wisst ihr jetzt, warum die erste Frage im Grab sein wird? Man Rabbuk, wer ist euer Rabb gewesen? Wer war derjenige, wo ihr bei jeder Angelegenheit euch nach ihm gerichtet habt? Wer hat in allen Bereichen eures Lebens bestimmt?
wie ihr eure Hochzeit gestaltet, wie ihr eine Sache entscheidet, wie ihr einen Streit beseitigt, wie ihr, wenn ihr irgendwas, wie habt ihr alles gehandhabt? Nach was habt ihr euch gerichtet? Entweder nach eurem Ego, nach von jemandem gemachten Gesetzen, nach euren Familienregeln oder nach wen? Wer war euer Rabb gewesen? In allen Bereichen. Deswegen ist das die erste Frage. Man Rabbuk. Wer hat in allen Bereichen in eurem Leben bestimmt? Nach wen habt ihr euch gerichtet? Nach wen? Das ist die relevanteste Frage und die erste, die euch gestellt wird. Ich möchte jetzt auf das Thema kommen, was wir machen können, damit wir jetzt unseren Akhlaq mit diesem Rabb verbessern können oder unsere Amal vermehren können. Also mit der Rububiyat von Allah subhanahu wa ta'ala. Können wir das irgendwo in unserem Leben umsetzen, umwandeln? Kann das was aus uns jetzt machen? Okay, wir haben das alles verstanden jetzt, begriffen, schön und gut, aber was ändert das jetzt bei uns? Erstens, derjenige, der nur seinen Rabb kennt, der kann auch nur auf Istiqamat sein. Allah sagt im Koran, Innal lazina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Diejenigen, die sagen, mein Rabb ist Allah und daraufhin Istiqamat sind, auf Istiqamat bleiben, auf Standhaftigkeit. Ihr könnt niemals auf Istiqamat sein, wenn ihr Allah nicht als euren Rabb kennt. Wenn ihr ihn nicht als Rabb kennt, ihn als Rabb nicht akzeptiert, so werdet ihr niemals auf Istiqamat sein können. Unmöglich. Zweitens, was können wir jetzt mit diesem Rabb machen? Oder das ist Eigenschaft, das Allah Rububiyat, das in unserem Leben umwandeln. Guck mal, wir haben gesagt, die erste Sure, die herabgesandt wurde, war Surah Alaq und begann mit Rabb. Die erste Sure nach Mushaf ist mit Rabb, Fatiha. Die letzte Sure ist mit Rabb. Überall, wo ihr euch den Koran hört, ist Rabb. Der Koran an sich ist die Widerspiegelung von Allah, sein Rububiyat, Rabb. Warum? Allah hat den Koran stufenweise herabgesandt. Nicht mit einem Schlag, Schritt für Schritt, 23 Jahre circa, hat er Schritt für Schritt immer die Leute ausgebildet. Er hat diese Menschen, diese Sahabas aufgebaut. Er hat diese Leute, die da waren, zu etwas gemacht, bis heute profitiert von diesen Leuten. Wie ist das passiert? Sie haben sich vom Koran Tarbiyah machen lassen, erziehen lassen. Ihr müsst unumgänglich, der Grund, warum der Koran herabgesandt wurde, ist die Widerspiegelung Allahs Rububiyat und ihr müsst es in eurem Leben umsetzen. Der Koran, ihr könnt nicht von heute auf morgen alles aufbauen. Ihr müsst euch mit dem Koran aufbauen lassen. Daher hat Furqan im Jahr 2010, also vor 10 Jahren, mit dem Koran-Projekt begonnen. Unterschätzt das Projekt nicht. Das ist das relevanteste Projekt überhaupt. Das ist das, was euch zu eurem Ziel am Maximum bringt. Es ist der edle Koran. Deswegen hat wir dieses Koran-Projekt von Furqan, das ist nicht ein Projekt, er fängt von Surah Fatiha an. Er hat sogar gezielt extra Koran-Projekt, es soll ein Projekt sein, dich aufbauen, dich Tarbiyah machen. Er hat mit den Suren begonnen, die mit Surah Alaq, mit den ersten Suren zum Propheten und nach der Herabsendung. Also genau wie der Prophet und die Sahabas mit den Suren aufgebaut worden sind, so ist das Koran-Projekt. Er geht die Suren der Jahre nach. Also nicht von Surah Fatiha, wie es heute ist, wie damals, wie die herabgesandt worden sind. Deswegen, ihr müsst euch diese Koran-Projekte anschauen. Wenn ihr diese Sachen nicht schätzt, werden sie vergehen. So ein Projekt habe ich noch nie irgendwo anders gesehen. Gibt es auf Deutsch, gibt es auf Arabisch so ein Projekt, gibt es auf Türkisch so ein Projekt. Also zeig mir so ein Projekt von Muwahidun, die das gemacht haben. Sowas kenne ich nicht. Hier gibt es aber ein großes Projekt, ein gewaltiges Projekt, seit 10 Jahren. Und ich bitte jeden und empfehle jeden, und wenn ich die Macht hätte, würde ich jeden sogar als Pflicht setzen, sich diese Kurse anzugucken von Furqan. Auch wenn sie lang sind, sie sind hilfreich. Sie werden euch aufbauen. Da ist alles drin, nämlich alle Themen. Der nächste Punkt, wo wir Allahs Rububiyat in unserem Leben umsetzen können, ist, dass wir begreifen, dass Allah die beste Ordnung hat als Rabb. Und dass keine andere Ordnung, keine andere Gesetzgebung, keine andere Herrschaft über die von Allah und seiner Scharia gesetzt werden kann. Der weitere Punkt ist, wenn wir eine Sache machen, sollen wir eine Sache stufenweise machen. Allah ist es, der alles mit Rabb, mit Rububiyat erschaffen hat. Das heißt, Allah hat alles Schritt für Schritt erschaffen. Deswegen, wenn ihr eine Sache macht, wenn ihr eine Dawa-Angelegenheit macht, egal was, dann seid ihr verpflichtet, die Sache Schritt für Schritt zu machen. Ihr könnt nicht sagen, alles oder nichts. Allah hat das auch nicht gemacht. Allah selbst hat Dinge Schritt für Schritt erschaffen. Deswegen, wenn ihr eine Sache in eurem Leben macht, macht sie Schritt für Schritt.
Epoche für Epoche, Stück für Stück. Wie sollt ihr aber die Sache machen, wenn ihr sie macht? Macht sie auf die allerbeste Art. Weil Allah hat die Dinge Stück für Stück erschaffen, aber so schön, so perfekt, so präzise, so genau. Deswegen, wenn ihr eure Arbeit macht, wenn ihr irgendwas macht, macht sie Schritt für Schritt, aber macht sie bitte sehr genau. Macht sie richtig ordentlich, macht sie perfekt, sodass nicht ein zweiter, dritter, vierter nochmal drüber gehen muss. Macht sie sehr, sehr genau, weil dies macht Allah subhanahu wa ta'ala genauso. Allah macht alles perfekt und präzise. Und wenn ihr eure Sache macht, dann macht die so gut, dass der nach euch kommt oder dem ihr das gibt, keine Probleme damit hat. Selbst drauf guckt und sagt, MashaAllah, wie schön hat er gearbeitet. Das soll uns Hauptsache Allahs Rububiyyat eigentlich in unserem Leben umsetzen. Eine Sache Stück für Stück, stufenweise und dafür sehr genau und sehr ordentlich machen. Der nächste Punkt ist, dass wir überhaupt unser Ilim, unser Nefis, alles nur stufenweise erziehen können. Also ihr werdet niemals, wenn ihr einen Unterricht hört, sagen, so jetzt bin ich perfekt, jetzt reicht. Nein, die Tarbiyah von Allah geht euer Leben lang. Die Erziehung wird Leben lang gehen. Ihr werdet euer Leben lang erzogen werden. Es wird nie aufhören. Niemals wird das aufhören. Deswegen müsst ihr euch jeden Tag Schritt für Schritt, Stück für Stück erziehen lassen. Der nächste Punkt ist, guck mal, ein Mensch kann alles von seinem Körper Tarbiyah machen. Eure Augen könnt ihr Tarbiyah machen. Wenn ihr zum Beispiel ein Kind, was 6 Monate alt ist, die Augen zubindet, wird das Kind keine Sehnsucht mehr haben. Es will nichts mehr sehen. Wenn ihr eure Augen von Haram entfernt und nur noch auf das Halal guckt, auf das Gute guckt, wird irgendwann die Sehnsucht nach dem Haram vergehen. Guck mal, wenn ihr einen Menschen, wie lernt ein Mensch sprechen? Indem er zwischen Menschen ist. Wenn ihr einen Menschen in einen Wald setzt und ihn jahrelang da im Dschungel lässt, wird er irgendwann das Sprechen verlernen. Er wird irgendwann das Sprechen verlernen. Er kann nicht mehr sprechen dann. Wenn ihr euch von Unterrichten, von den Moscheen, vom Koranlesen, vom Zikr entfernt, werdet ihr irgendwann das Sprechen verlernen. Nicht das Sprechen so, sondern das islamische Sprechen verlernen. Wenn ihr sprechen lernen wollt, dann müsst ihr zwischen Menschen sein. Wenn ihr islamisch sprechen wollt, dass eure Zunge sich islamisch bewegt, müsst ihr mit Muslimen sein, müsst ihr mit den Moscheen sein, müsst ihr vor allem an den Unterrichten teilnehmen. Wenn ihr das nicht macht, wird eure Zunge nicht mehr das islamische sprechen können, es wird es verlernen. Die letzte Sache ist, dass wir Allah in allen Bereichen unserem Leben als Rabb akzeptieren sollen. Gesellschaftlich, Soziales, Arbeit, Herrschaft, Entscheidung, Streit. In allen Punkten hat Allah entschieden. Selbst wie wir essen sollen, selbst wie wir eine Moschee verlassen sollen, eine Moschee reinkommen sollen. Allah ist der Rabb. Weil er ja unser Rabb ist, lässt er uns nicht nur in bestimmten Sachen erziehen und überlässt die anderen Sachen uns. Er erzieht uns ordentlich mit allen Bereichen. In allen Bereichen erzieht uns Allah subhanahu wa ta'ala ordentlich. Es gibt nicht eine Sache, die er nicht uns sagt, wie wir uns zu verhalten haben. In allen Bereichen findet ihr eine Aussage von Allah oder seinem Gesandten. Deswegen, wenn ihr euren Akhlaq verbessert wollt, so guckt auf das, was der Prophet gemacht hat, was der Prophet gesagt hat, denn ihr müsst euren Akhlaq verbessern. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen, und zwar die Duas, einige Duas erwähnen, wo die Eigenschaft und Name von Allah Ar-Rabb drin vorkommt. Ihr wisst, das Ding ist nur, bei Ar-Rabb gibt es sehr, sehr viele Duas, wo der Name Ar-Rabb vorkommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen habe ich mich entschieden, aus dem edlen Koran nur Duas zu nehmen, Duas zu nehmen, die auch die Propheten gesagt haben. Weil es gibt wirklich sehr viele Duas sonst, die mit Rabb anfangen oder mit Rabb irgendwo drin sind. Ich will jetzt nur einige erwähnen und dann zum Schluss kommen, inshallah. Das erste Dua ist von Adam und Hawa. Also Adam und Eva. Sie sagen, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Unser Herr, wir haben gegen uns selbst gesündigt. Und wenn du uns nicht verzeihst und dich uns erbarmst, dann werden wir gewiss unter den Verlierern gehören. Sure 7, Vers 23. Nuh. Rabbi ghfirli wa li walidayya wa liman dakhala bayti mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minati wa la tazidi zalimina illa tabara. Mein Herr, vergib mir
mir und meinen Eltern und dem, der mein Haus als Gläubigen betritt, und den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen, und stürze die Ungerechten aber umso tiefer ins Verderben. Sura 71, Vers 28. Musa, er sagte, Rabbi ighfirli wa li akhihi wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Mein Herr, vergib mir und meinem Bruder und gewähre uns Zutritt zu deiner Barmherzigkeit, denn du bist der barmherzigste Erbarmer. Sura 7, Vers 151. Yusuf, a.s. Er sagte, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Mein Herr, das Gefängnis ist mir lieber, wozu sie mich aufrufen. Wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min al-jahilin. Und wenn du ihre List nicht von mir abwendest, so könnte ich mich ihnen zuneigen und einer der Unwissenden sein. Sura 12, Vers 33. Zakaria, er sagte, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiban, innaka sami'ud du'a. Mein Herr, gib mir als Geschenk von dir gute Nachkommenschaft. Wahrlich, du bist der Erhörer des Gebets. Sura 3, Vers 38. Suleiman, a.s. Er sagte, Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, innaka antal wahhab. Mein Herr, vergib mir und gewähre mir ein Königreich, wie es keinen nach mir geziemt. Wahrlich, du bist der Gabenverleiher. Surah Sad, Vers 35. Die Frau von Imran, sie sagte, Rabbi, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni, innaka antas sami'ul alim. Mein Herr, siehe, ich gebe dir, was in meinem Leib ist, zu weihen, so nimm es von mir an, siehe, du bist der Allhörende, der Allwissende. Die Salih-Diener, das war Sura 3, Vers 35. Die Salih-Menschen, die Aufrichtigen, machen Dua und sagen, Rabbana asrif anna azaba jahannam, inna azabaha kana gharama. Unser Herr, wende uns von der Strafe der Jahannam ab, denn wahrlich, ihre Pein ist eine bedrückende Qual. Sura 25, Vers 65. Und der Gesandte Allahs machte ebenfalls viele Duas mit Rabb. Eins davon ist, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta. O Allah, du bist mein Rabb und es gibt keinen Gott außer dich. Das war zu dem Thema Ar-Rabb von mir und Allah sein Rububiyat. Im nächsten Unterricht werden wir inshallah mit dem Namen Ar-Rahman Ar-Rahim weitermachen. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.